Wir sind bestürzt, dass Menschen, die sich für das Allgemeinwesen und die damit verbundenen politischen Aufgaben zur Verfügung stellen, sei es als Kandidat, sei es als Helfer im Wahlkampf, durch eine solche furchtbare Tat getroffen werden. Wir müssen jetzt mit der nötigen Sorgfalt und Präzision die Ermittlungen betreiben und insbesondere die Hintergründe und vor allem auch die Fragen zur Täterpersönlichkeit intensiv aufklären. Es sollen Äußerungen gefallen sein, die jedenfalls in Bezug auf den aktuellen Wahlkampf hier in Köln einen politischen Hintergrund nicht ausgeschlossen erscheinen lassen. Und aus diesem Grund habe ich den Leiter der Abteilung für politisch motivierte Straftaten der Staatsanwaltschaft Köln gebeten, die Ermittlungen federführend zu übernehmen. Unsere Gedanken sind bei den Geschädigten und ihren Familien. Vielen Dank. Wie Herr Klaas ja schon mitgeteilt hat, sind die Ermittlungen innerhalb der Staatsanwaltschaft in meiner Abteilung angesiedelt worden. Das heißt, in der Abteilung, die zur Verfolgung von politisch motivierten Straftaten berufen ist. Das hat den alleinigen und ersten Grund in den soeben von Herrn Wagner ja geschilderten ersten Äußerungen des Beschuldigten vor Ort und in entsprechenden Zeugenaussagen, die ein fremdenfeindliches Motiv zumindest als nicht ausgeschlossen erscheinen lassen, inwieweit das das ausschlaggebende Motiv ist und oder der Gesundheitszustand des Täters, des Beschuldigten, womöglich auch andere Deutungen zulässt. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Die psychiatrische Exploration des Beschuldigten ist veranlasst und wird noch am heutigen Tage durchgeführt werden, sodass man dann, nachdem sich die Fachleute damit beschäftigt haben, in diese Richtung vielleicht mehr weiß. Zum jetzigen Zeitpunkt deuten die Zeugenaussagen und auch die Angaben des Beschuldigten darauf hin, dass in der Tat fremdenfeindliche Motive für den Täter ausschlaggebend waren, sich das Tatopfer auszusuchen und die Tat in dieser Brutalität auch durchzuführen. Wir wissen aus der Vergangenheit bei entsprechenden Attentaten auf bzw. Anschlägen oder Attacken auf Politiker, dass da nicht selten psychiatrische Schwierigkeiten im Hintergrund gestanden haben. Insofern ist das eine Routine- und Standardmaßnahme, die aber insbesondere auch das Tatbild als solches an einem Wahlkampf stand, eine solche Attacke zu fahren. Das gibt schon Anlass, den Gesundheitszustand auch in juristischer Hinsicht überprüfen zu lassen, um dann die entsprechenden Schritte, die ja dann in verschiedene Richtungen laufen können, eben vorbereiten zu können. Man selber hat den Sachverstand in solchen Fällen ja, bis zum gewissen Maß, aber nicht ausreichend, dass man sich da nicht fachärztlicher Hilfe dann bedienen muss, um das eben zu klären. Insgesamt fußt diese Veranlassung ausschließlich aus dem Tatbild, wie es sich darstellt. Das ist in der Tat, da wäre fahrlässig, eine entsprechende Untersuchung nicht zu machen.